Radio 100,7. Radio 100,7. Dummer da se 2:30 gute Mëttech a wëllkom op diesem Webinar. Zum Thema iwwer de Sinn vum Codéieren an der Grundschule. Probleme sind Denken vum C1 bis C4. Mir schwarzelo 1,5 Stunden iwwer das Thema. Ich sinn net Langheit zum Glückch hunn Gast. 5 Stecker am ganzen live am Studio sie bei mir Claudine Carija aus dem Staatsminister am Schwerpunkt op Digital Lützeburg, der Robert Reuter von der Universität Lützeburg, Sonja Klein, Lehrerin am C1, Präsidentin vom Komitee von der Grundschule Jung Lünster. Dann haben wir auch den Roman Schröder vom Zentrum für politische Bildung an, beigeschaltet Eva Lucy. Lucy, da das übrigens 100,7 Applikation, die da erlaubt, an einer extrem guter Tonqualität mat dabei zu sein, den Herr Carlo Timmisch, Instituteur spezialisiert en Kompetenz numérique, ICN, also beim Skript. Guten Mittag, alle Guten. Guten Mittag. Ich ging vorschlagen, dass wir für dich mal anfangen, Begriffe zu definieren. Also wenn ihr seht, Codieren, ein Problem lesend, denken, was das Verständnis von denen zwei Begriffe aus ihrer Perspektive an par rapport zu ihren Spezifizitäten. Fangen wir vielleicht an mit der Madame Carija, mit dem politischen Willen, und auch mit dem strategischen oder mit der strategischen Umsetzung, zum Beispiel von der Regierung. Ja, effektiv, ich kann die Termen ich gebe die nicht definieren, das überlassen den anderen Spezialisten. Ich selber bin Ökonomist am Departement für Telekom-Infrastrukturen, Medien und Politik an neuen digitalen Technologien wie Artificielle Intelligenz und 5G. Und dazu gehört auch die Promotion, wie Natascha sagt, von unserer Initiative Digital Lützeburg. Ich gesehen uns Thema von heute an einem Kontext, wo zusammen leben an unseren Ökonomien insgesamt immer mehr durch Digitaltechnologie beeinflusst wird. An uns als Digital Lützeburg ist es wichtig, dass die Bürger die richtigen Kenntnisse haben, für von den digitalen Technologien zu profitieren. Aber wir sehen Kenntnisse, die denkt automatisch auch an Digitalkompetenzen, an der das all die Jahre eine Piste gewesen, wo wir darüber geschafft haben. Wir haben Projekte unterstützt für eine ganz paar Zielgruppen, an denen auch Schüler und Kinder. Was Kinder angeht, unterstützen wir schon seit Jahren zusammen mit der Equipe aus dem Skript vom Edukationsminister eine Helmut von Initiativen für das Coding bei Jungen weiterzubringen. So zum Beispiel kennen verschiedene von ihr Schüler, die mitgemacht haben bei Lux Tech School, CodeStart, Knivelino, Initiativen Coding for Kids. Ich so just allgemein zu den zwei Stichwörtern Codieren und Computational Thinking, dass man an dem Sinn die neue Strategie vom Edukationsminister für das regulär an den Kuren anzuführen, dass man das unterstützen. Neben dir sitzt den Robert Reuter von der Universität Lützeburg. Pardon, vis-à-vis von dir. Die sieht nach dabei, das ist gut. Ja. Da gebe ich gerne aus Ihrer Experience auch wissen, wann der Kuren halt, wie hast du Demand respektive die Bereitschaft für Coding an wie definiert dir aus Ihrer Sicht Codieren an Problemlesen denken? Ja, also ich gebe für dich für so Codieren als ein bisschen ein Codewort, was dann effektiv dans l'air du temps, als weil es so Initiativen gibt wie Code Clubben oder Coding for Kids oder Coding for Girls gibt. Wir schätzen an der Forschung aber effektiv von Computational Thinking, also ein Denker der weiß, die aus der Informatik oder aus der Computer Science ist, an einer Disziplinen sich verbreitet wird, an das ist eine spezifische Form vom problemlesenden Denken. Und dann hat man auch schon den Lien zu dem anderen Codewort, dass das Problemlesen denken, das finde ich nicht just an der Informatik, das finde ich in general, wenn ich probiere, ein Problem zu lesen, muss ich Problemlesen denken anwenden. Computational Thinking ist aber in dem Sinn eng speziell Weise für Probleme zu lesen. Oft sind das komplexe Probleme, die muss man für sich dekomposieren, erkennen, dass sie dekomposieren kann, dass es mit kleinen Probleme gibt. Und dann ist das spezifisch Computational Thinking
für Lesungen zu entwickeln, die sich engem super dummen beibrengbar sind. Ja? Und super dumme Menschen haben wirklich auch Computer. Also, weil Computer können nicht denken, Computer können exekutieren, was man sie ausstellen. Also wenn ich will, dass ein anderen die Lesung, den Algorithmus, wie man das da nennen, kann exekutieren, muss ich dem ganz klar und stringent, präzis Instruktionen geben, und das um mir für zu denken. Den codiert, ja, da sind wir da beim Begriff codieren, das ist der letzte Schritt an dem ganzen Prozess, wo steht dann auch an ein Programm schreiben, den lesbar ist von dem, für den er gemengt ist. An den anderen, das kann irgendein Mensch sein. Ich kann ja auch einen Mensch programmieren oder codieren. Ich kann dem so ein mach das. Vorteil bei Menschen ist natürlich, dass die ein bisschen mehr verzeihend sind, weil sie zum Beispiel randeuten, was ich menge, wenn ich so bringe mir einen Kaffee. Sonja Klein, die ist Lehrerin am C1, dann Präsidentin vom Komitee von der Grundschule Jung Lünster. Wie definiert ihr die zwei Begriffe? Ich kann du direkt und Bobreuter singen an Erläuterung du uknappen, weil für mich bedeutet doch ziemlich stark nämlich geht darum, dass man das kann ein Problem haben, eine Aufgabe haben, für eine große Aufgabe stehen, und da es darum geht, dass sich die große Aufgabe an kleinen Aufgaben andelen, diese bewältigen können. Und das ist das Problem, diesen Danke, von dem wir dem Moment schwatzen, das soll strukturiert gehen, so dass sie einen und andere die Schritt können aufhaken für die große Problem gelesen kreieren, und codieren ist eigentlich der letzte Schritt davon. Der Tisch die Handlungsschritt, diese Hunde, die zu visualisieren, konkret durchzustellen, sie hat mit Schrift oder sie hat mit Symbolen, und das so zu machen, dass auch ein Zweitkant oder ein anderer Mensch oder ein Maschine oder Roboter den Code kann durchführen und ein Ziel könnt. Das ist ein Punkt, das was ich da drinnen verstehen. Da gehen ich rüber und den Roman Schröder, Zentrum für politische Bildung, die hat bestimmt eher eine Auffassung von den zwei Definitionen oder von den zwei Begriffen. Ja, ich denke, Problemlesen denken, das ist einfach bis vor der Zeit hierher geht. Also seit Menschen probieren zu überleben und zu leben, irgendwie müssen sie Problemlesen denken und hier die Lebenmeisterin. Ich denke aber, dass am Anfang so vom 21. Jahrhundert die Welt einfach ein bisschen schnell dreht, vieles sich ändert am Bereich von der Digitalisierung, aber auch so an die Herausforderungen, also nicht wissen, über das, was könnt, einfach mir groß geht. Das ist ja nicht umsonst, dass viele Berufe, an denen als Schülerinnen und Schüler Geschwindigkeit schaffen, die gehen haut noch gar nicht. Das heißt, Fähigkeit für neue Situationen zu erkennen und zu hören und mit eins zu gehen, geht immer mehr gefreut. Und wenn ich mir so erkläre, was das Problem lesen denke, gebe ich so eine, wenn ich ein Ziel für einen habe, und ich schon Hindernis umwehen, habe ich ein Problem. Und dann muss ich gucken, was ist das für ein Problem? Wie gehe ich damit wie zerlehne ich das einen kleinen Schritt, das hat von mir gerade schon noch angedeutet, wie gehe ich für das zu lesen für mich, und wie setze ich das? Wenn ich dem gesagt habe, gucken, es hat geklappt, weil dann repetiert, hat es nicht geklappt, muss ich nichts gar nicht mehr. Und so passen. Also, das ist mein Verständnis von Problemlesen denken. Und Verständnis von Coding muss ich so ihre Schmischel 4 Berichte für die Sendung haben, und durch Coding wir schreiben von Apps auf von das haben wir alle gedurcht. Genau, und ich habe beigeleiert, dass das aber auch bedeutet für Lehren zu verstehen, wie Maschinen denken, wie Computeren viel gehen, was sie Situationen lesen, diese Gestalt kriegen, und dann noch die Fähigkeit für selber so Coden zu schreiben, selber Algorithmen zu schreiben, Handlungsauffolgen zu entwerfen, für Probleme zu lösen. Du hast so, dass zwei am Land unter dieser Rentrée zwei neue Konzepte gehen, die am C4 umgesetzt gehen, das soll später auch erweitert gehen. Nachher ist nicht klar, wie nie. Da stehen noch verschiedene Sachen am Raum, die gehen dann noch en du temps kommuniziert. Madame Klein, welche Kompetenzen, die bei den Kindern gefordert gehen, stehen hinter diese Konzepte? Ma ja schon gedacht, das haut auch ganz viel von uns Nullstraße man sein, wir können vielleicht auch nicht dummer schaffen oder noch nicht dummer schaffen, dafür hun gedacht, ein bisschen Material mal zu bringen, vielleicht ganz bisschen mehr anschaulich zu machen. Ich hoffe selber am C1 auch mit dem Material, da wenn es tun Stadt mit Push, weil Stadt ganz simpel vorne noch für die Leute, die just per Audio zugeschaut sind, für denen das zu erklären. Also das sind am Anfang so kleine geringe Felder, quadratisch, und die kann den beliebig zusammenbauen, da sie ein großes Spielfeld kriegt, und auf dem Spielfeld ist immer ein Coding-Maus. Die Maus, die hat 4 Pfeiler, Richtungspfeiler, der heißt, einmal kann sie nur 4 gehen, einmal kann sie nur hinten gehen, einmal kann sie nur links gehen, und nur links drehen und nur rechts drehen. Und die Maus will
bei ihren Case kommen. Das ist ein Ziel von der ganzen Aufgabe. Dazu gibt es auch passend Kärtischer, wo verschiedene Spielpläne abgemalt sind. Die kann so noch bauen, wo doch nach Barriere gehen an einer Möglichkeiten. Das will ich nicht alles erläutern, das gibt es aus Rahmen sprengen von dem Webinar. Und für das mal just durchzustellen, gibt es dann das Spielbrett und kann man gesehen dann die Situation Maus also auf der einen Seite und der Case ist auf der anderen Seite. Wie könnt die Maus bei der Case? Das heißt, wir analysieren sie mal die ganze Problem, sie gucken das ganze Spielfeld und gucken sich wie auszudenken und dann mussten sie den zerlegen an die Einzelschritt. Das heißt, sie mussten gucken, wo muss die Maus für dich gehen? Und da so ganz viel schon, ja, sie geht dann nur da. Ja, okay, nur da, was heißt das genau für die Maus? Wo geht sie hin? Und da lernen kann am Punkt, dass sie sich präzise ausdrücken, weil mit dem geht nur da, was man nicht wie viel geht sie und wo ist da. Na, das heißt, sie lernen, okay, da komme ich nicht weiter, ich muss mich präzise ausdrücken. Da muss immer ganz nur beim Spruchbereich, den du gefördert wird. Da geht es natürlich auch nur da, also entweder eine Richtung, aus normalerweise eine Richtung, das heißt Traumorientierung, sie lernen sich am Raum zu orientieren und auch aus der Sicht von der Maus zu gucken, weil das Rätsel von der Maus ist nicht unbedingt das Rätsel vom Kant, von das gerade steht. Das heißt, sie muss gucken, wie dreht die Maus lo? Und dann ist es so, dass was sie so, die Maus geht nur jetzt, da sind das schon 2 Schritte. Das heißt, die Maus, die kann nicht nur jetzt gehen, die kann nur jetzt drehen und sie kann nur jetzt, also sie kann richtig ausgehen. Das heißt, sie lernen das Ganze zu zerlegen und die Einzelaktionen und das wirklich ganz konkret auszudrücken und dann auch mit den Pfeiler, die auf den Karte sind, so neben drin zu lesen, für alle Schritte zu dokumentieren, wie die Maus geht. Dann ist es aber so, dass du den Zuelebegriff lernen, natürlich ist immer im mathematischen Bereich, kannst du nur sagen, dass die Maus geht nur 3 Schritte nur 4, weil erst wenn so sie geht nur 4, sie geht nur 4, sie geht nur 4. Wieso, sie geht 3 Mal nur 4, das ist immer beim Zuelebegriff ganz nur. Und dann ist es doch so, dass sie hier Gedanken nicht nur machen und durchführen, aber sie müssen das erstens mal sprachlich verbalisieren und sie müssen nicht dahin lehnen, dass die anderen auch gesehen, was sie machen. Und dann ist es so, dass wir Coding ganz viel am Gruppe machen, das ist so, dass die anderen kann auch kontrollieren, hey, was geschieht gerade, was tut die Willes und ist das richtig? Sie machen dadurch Selbstkontrolle, aber das ist auch Fremdkontrolle. Sie kriegen da Feedback von den anderen, dadurch entsteht auch Kommunikation und entsteht auch so ein Teamarbeit. Und das ist ganz wichtig, weil die Peer-to-Peer, den sie machen, wo sie gleichaltrige lehren, auch gleichaltrige Feedback kriegen, das ist die man wichtig ist für sie. Aber doch interessant, dass eben die spielerische Manier, wie kann das beibrucht kreieren, weil Kinder sich schon feststellen bei Codieren und Problemlesen denken, da sind technische Infrastrukturen brauchen, speziell IT-Möglichkeiten etc. Mit der Toten beweist du, dass das nicht der Fall ist. Ganz genau, ich mich am Anfang dafür entschieden, für das mitzubringen, weil das aus verschiedenen so nicht große Studien muss machen, eine große Formation muss machen, weil das aus, was kann er direkt verstehen, aber was immens simpel ist. Sie kriegen einfach die Erklärung am Anfang, es gibt die für Möglichkeiten, also sie gehen da furchtbar kreativ, sie haben dann Ideen, kommen wir sich einen Deal weiter, wie für bei der Case zu kommen, oder kommen wir setzen noch ein Katz zu hin, und sie darf nicht dann Katz, oder kommen wir gucken, vielleicht noch ein Barriere zu setzen, und sie gehen immens kreativ, oder und sie haben eine Begeisterung, und sie erforschen nicht einfach, ob aktiv oder Voice, die ganze Problematik, und sie sehen das nicht als Schaffen, für sie ist das rein spielen, erforschen, entdecken, sich ausprobieren, und das ist eine ganz flotte Ambiance, für das auch so zu beobachten. Wäre auch interessant, vielleicht zu hören vom Carlo Timmisch aus der Sicht vom spezialisierten Schulmeister an numerische Kompetenzen, wie hin das gesagt, und auch für zu beweisen, mir nicht vergisst. Nee, darunter habe ich nicht gezweifelt. Also Sonja hat das mega gut gesagt. Da kann ich am Anfang Ball nicht mehr dazufügen. Das ist genauso wie wir ECN, das auch an der Schule. Lo war das ja am Anfang am C4, am Cycle 4, wie mir die Leute das ein bisschen mehr bringen, weil das ein ganz recht frohen, wie funktioniert das, wie oft muss ich das ersetzen, wie Material holen ich dann, was soll ich mit dem Ganzen tun? Ne? Da fanden wir auch noch viele Antworten drauf. Es geht genau über den dote Weg, da den die Leute mit einem konkreten Beispiel weist, halt du hast Computational Thinking, so berätst du das dote Vier als Schulmeister, so werden den Kanner darüber reagieren, und dann entwickelt sich aber immens viel daraus. Ne? Und was mir gemerkt haben, am Anfang, wie wir auf den Terrain gegangen sind, dann ab der Rentrée, ab dem 15. September,
Du war Leiit waren am Funk ganz positiv angestaltet op den Coding. Und war wo immer die froh du ja los selbst Nights, das bisschen etwas komisches. Wie setzt man dat Dolo an? Was können wir du matrisch aufhängen? Das konnte man aber wirklich am Lauf von der Zeit entschärfen, weil man auch weise konnten, was die konkret damit kann machen, an konkret etwas machen. Das heißt auch nicht noch etwas dabei setzen. Das immer ja so, oder das auch so ein Programm, was eigentlich schon voll besöven hin, weil du noch etwas dabei könnt, das geht auf Käste von etwas anderes. Und das kann ich aber mit dem Computational Thinking weisen, dass die ganz anderen Elemente kann ranholen. Bisschen Schulhallen anders gesehen, kann sie wesentlich mehr aktiv, so wie Sonja wunderbar gesagt hat, sie wesentlich mehr aktiv, sie viel mehr kreativ. Und das fährt uns ein bisschen an die Richtung, eben, was brauchen Schüler vom 21. Jahrhundert. Und das mit dem Computational Thinking, da gehen die Kompetenzen ganz konkret gefördert. Min haut engerseits déier live an Witte bei zu hunn fir de Webinar mat duch zu diskutieren. Andererseits hummer woch verschiedenen Experten frohe Gestalt. Zum Beispiel Dareil Job, die als Expertin für Digitalkultur an de Schulen an der Schweiz an myn se noch gefrot, wat en grundlehend Kompetenzen ginn durch Stimmsätzen vun den zwei Konzepter Codeieren a problemlesend denken gefordert. Erst Madame Job. Die Informatik, also die Wissenschaft der strukturierten und automatischen Informationsverarbeitung, liefert heute eine wesentliche Sichtweise auf unsere Welt, auf die Funktionsweise unserer Welt. Und Computational Thinking ist die Grundkompetenz, um wie ein Informatiker oder eine Informatikerin zu denken. Es lässt den Blick durch die Informatikbrille zu. Die Kids lernen, ein Problem zu erfassen und zu beschreiben. Sie kristallisieren die wichtigen Punkte heraus, erarbeiten kleine Teilschritte, welche zur Lösung beitragen. Und diese Lösung überprüfen die Kids. Das ist eigentlich gar nichts Neues. Bei der Lösung von Textaufgaben in der Mathematik geht man zum Beispiel oft intuitiv so vor. Ich gesinn allem am Kopf wackeln, also am positive Sinn. Wie will vielleicht ein Aussud zu der Aussud machen? Ja, ich gebe auch... Ja. Nee, am Kaja, pardon. Ja, das ist nicht schlimm. Effektiv codeiere Computational Thinking, wenn uns kann man das lehren, dann und sie wissen eventuell auch nach am weiten Sinn, dass Algorithmen eine künstliche Intelligenz ausmachen. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass aber trotzdem das nicht aus all Kant ein Computerspezialist möchte. Weil es ist wichtig, dass kann das Denkensschemen effektiv mal auf den Weg holen für später, egal ob sie sich für Geschichte, Musik oder Architektur interessieren. Das wichtig, dass sie wissen, dass die technische Applikationen gibt, wo man Programme an Algorithmen geschafft wird. Und das ist auch wichtig für sie zu wissen, dass wie viele Experten beschrieben haben, das Programm kann manieren, für ein bestimmtes Resultat zu kreieren. Das Wissen, das können sie materiell für später, für einfach immer besser zu verstehen, weil die kann man Technik alles machen, und da sind Flotsachen kann man Technik machen, und da sind das an vielen verschiedenen anderen Gebieten, wie die pure Informatik kann ersetzen. Wie wollen noch vielleicht? Ja, das ist eigentlich eine interessante Überlegung, weil der Begriff Computational Thinking ist eigentlich nicht an der Computer Science, nicht an der Informatik entstanden, sondern an anderen wissenschaftlich-technischen Disziplinen entstanden, weil nämlich gesagt dass ja, Computational Thinking als Lehren zu denken, wie ein Ökonomist, wie ein Historiker, wie ein Künstler, Mathe notieren vom Informatiker, weil alle Guten, die wissenschaftlich und technisch und auch Humanities-Disziplinen haut zu der eben Computational Thinking oder Informatik ersetzen. Ja, also ein Klimatolog möchte das haut sicher nicht mehr mit einem Bleistift oder mit Papaya für Klimamodelle zu bauen. Das heißt, die Computational Thinking, das wie Claudine richtig gesagt hat, wenn man das an der Grundschule als Grundkompetenz vermitteln,
dann hast das nicht für lauter Informatiker draus zu machen. Wir kommen wahrscheinlich nur noch darüber zu schwätzen, dass auch da ein Ziel kann sein von der Initiative vom Ministère de l'Éducation nationale für mehr Informatiker zu haben. Ich meine wirklich, dass Computation Thinking ein Grundkulturtechnik ist, die man all die Kanner sollten an der Grundschule vermitteln, weil an all den Disziplinen, an all den Fachbereichen nur irgendeine Menge derweis, die Denker derweis wichtig ist. Ja, also ich habe selber Psycho studiert an der Basis, an irgendwann denke an der kognitiven Psychologie, wo man probieren zu verstehen, wie das menschliche Denken funktioniert. Als eine Revolution sich an den 1980er Jahren geschieht, wie die angefangen haben, das zu komputationalisieren. Kompliziert wird. Wir haben sich angefangen, Gedanken zu machen, wie können wir Computerprogramme schreiben oder neuronale Netzwerke, wer du noch denkt wird, codieren, programmieren, die uns erlauben, Mentalprozesse, Denkprozesse von Menschen zu simulieren, wie sie probieren zu verstehen. Also Computational Thinking also nicht just wie soll ich so ein informatisch Probleme lesen, mit das auch Probleme an anderen Disziplinen lesen, weil da ist wie die Expertin aus der Schweiz gesagt hat, weil das ein Blick auf die Welt erlaubt, den uns erlaubt, Sachen zu entdecken, die nicht am Verborgenen bleiben. Wir haben paar der Experten, die sich heute bei uns beischalten, wir noch Margarida Romero. Sie ist Professorin am Laboratoire d'Innovation et Numérique pour l'Éducation, also dem LINE zu Nice, und sie hat Folgendes dazu zu sagen. Il faut bien distinguer la pensée computationnelle ou aussi pensée informatique, donc ces concepts que Wing nous a introduits sur le fait de pouvoir résoudre des problèmes en faisant appel à des connaissances, à des procédés des sciences du numérique, et les codages, qui est, lui, le fait d'écrire des codes. Donc, la pensée informatique est une compétence de plus haut niveau qui engage les sujets dans une démarche de résolution de problèmes dans laquelle le fait de connaître et de mettre en pratique des connaissances et des procédés de l'informatique peut l'aider dans une situation donnée, tandis que les codages, ils concernent uniquement l'écriture du code. Donc, dans la pensée informatique, il y a les codages, mais on ne peut pas dire l'inverse. Quand on fait du codage, on ne travaille pas toujours le développement de la pensée informatique. Alors, sur la pensée informatique, nous avons travaillé aussi bien avec des collègues au Québec qu'en France sur le fait d'identifier 6 composantes. Donc, dans cette compétence, nous aurions 6 composantes. Donc, tout d'abord, 2 composantes liées à l'identification de la situation problème, la modélisation de cette situation problème, cette deuxième-là. Ensuite, il y aurait les systèmes formels, donc les codes, et donc l'apprentissage des codages. En 4e lieu, les systèmes physiques, car l'informatique, elle n'est pas uniquement virtuelle, il y a quand même des systèmes physiques qui soutiennent l'informatique et il faut comprendre quels sont ces systèmes physiques, cet matériel qui compose également l'informatique. En 5e lieu, donc, il y a le fait de produire un artefact. Et en 6e lieu, il y a cet aspect de démarche itérative, d'évaluation d'un artefact et d'amélioration. Ce sont donc ces 6 composantes qui sont importantes dans la pensée informatique. Und da gebe ich vielleicht den Herr Timmisch vor, zu reagieren, ob die Ausso dahin. Herr Timmisch, was könnt ihr da mal da aufhängen, was Madame Romero just gesagt hat? Also ich fand auf jeden Fall mega wichtig, dass Kanner an dem ganzen Prozess da, das hat sie auch gesagt, die gehen da viel mehr aktiv, sie gehen viel mehr aktiviert. Der Schulmeister, den Göttinnen weist ihnen ein paar Möglichkeiten ab oder setzt ihnen ein Problem, sag ich mal, dahin. Und Kanner müssen aktiv gehen, für den Problem zu lösen. Da gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Sie wissen nicht, gut eigentlich just was will die Offer, was will der Schulmeister, wie in Richtung soll das gehen. Und da fanden sie da ganz andere Wege, vielleicht wie die gedurcht waren. Von daher muss ich sagen, als Startup, das war denen auch an der Klasse gesagt, und wenn ich denke, kann auf Sonja zurückkommen, dass das war dann mal als Schulmeister wahrscheinlich friedlich, wenn ihr gesagt hey, lohnt sich doch auch Tatsache eine Lesung rausfand und die hatte ich mal nicht gedurcht. Oder das auch von, wenn wir als ECN die Formationen, die Fokussen haben über Computational Thinking am C4,
Da sind noch immer ganz praktisch Beispiele dabei. Da geht es genau wie bei den Kanner. Wir gehen bis 4, da kann den ein bisschen rund herrschen. Okay, dann geschwind den ob eine Lesung und finden das relativ sehr heraus. An aber sind immer 1, 2 dabei, die fanden eine andere Lesung. Das ist da eben interessant. Es gibt nicht nur ein EW, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, für auf ein bestimmten Ziel zu kommen. Die irgendwie sie vielleicht ein bisschen mehr lang, auch nicht so ganz effikaz NRW, aber sie kommen auf das Resultat. Ein anderen, den aus ganz straight, den gesagt direkt, wo die geht, an dem sie eine Problemlösestrategie ist, auf einem anderen Niveau. Darum geht es für mich viel, für da ein bisschen zu entwickeln an der Kap von der Kanner, an der Woche der Kap von der Schulmeister, muss ich sagen. Und da sind wir ja beim guten Weg. Das klingt ja auch alles ein bisschen so, wie wenn aber Computational Thinking gave einen gewissen Bewusstseinserweiterung mit sich bringen, an aber auch eine andere Perspektive auf Sachen. Ist das so? Ja, ich gebe dazu auch etwas so. Ich muss dem Herrn Thema total rasch gehen, weil das ist wichtig, dass wir einfach als Schulmeister, als Senior eine andere Vue auf unseren Job auch kriegen. Es sind noch ganz viele Leute, die Menge wir müssten, die all wissen, sind die 4 Stunden, die ganze Klasse, die ganze Stunden, die ganzen Senior gerieren und kontrollieren von 4 bis 100, genau wissen, wer da rauskommt. Und wir müssen ein bisschen da loslassen, alle Guten. Das fördert hast du Überwandung auch gerade mit den Sachen vom Coding, wo sich noch nicht so gut auskennt, wo ihr weißt, okay, die Kanner, die du sitzt, sind mit der Technologie groß gehen. Viele von uns haben das recht mich spät gesehen und sind nicht damit abgewürzt. Und du hast einfach die Verwandlung von vielen Enseignants gefroht, für sich einfach zu trauen, Sachen anzufangen und kann man machen zu lassen und einfach mal zu gucken, was dabei rauskommt. Dann aber bereit zu sehen, auch selber dabei zu lernen. Ich fand, das ist ein Schritt, den auch als Enseignant wichtig ist, für zu sagen, okay, ich lanciere das Ganze und ich lasse sie kreativ gehen, ich lasse sie ausprobieren und da kommen wunderbare Sachen raus und dabei kann ich auch nur etwas mit Themen holen, weil ich nicht gedurcht habe, wo ich nächstes kann an die Klasse an die nächste Klasse vielleicht mitholen. Und mehr die Beobachter sind, und mehr in den Situationen begleitet und nicht in den kontrolliert, was geschieht. Für kurz auf das zurückzukommen, weil der Logo so tut, also die Hemmschwelle überwanden, ne? Einerseits ist es vielleicht generationell bedingt, aber andererseits gibt es ja auch ein großes Steib von Seiten des Ministeriums, ne, für das Sachen richtig implementiert gehen, und du gehen durch Kids an irgendwelche Sachen. Das ist ganz richtig, ja. Wir hatten für schon jetzt Sendung angefangen und haben mal kurz darüber geschwärzt, über die Hemmschwelle, und wo ein großes Problem ist, dass Leute auf Formationen gehen und dann haben sie das Material nicht da und dann haben sie darum ein bisschen vergessen, dann haben sie sich nicht getraut, das umzuwenden und da geht es darum, so Vergessenheit. Und lo ist eben so gekommen, dass die Kids hier auch in Schulen verschickt gesehen oder die Schulen die Kitte kruten, da Tisch sie Hundmaterial und da können sie an die Formationen gehen und die CN stehen ihnen zur Seite, Tisch die sind im Moment disponibel, die können Mod hinnen zur Summe gucken, halt, wie bringen wir das tut und wie können wir das mal, wie viel du dich auch wohl, wie kannst du feststellen, das zu gestalten, und du hast ganz viel Support oder sind Formationen, wo in Direktmaterial auch kein Material, wo ich gewissen kriege. Im Moment ist das natürlich ein bisschen schwierig durch die Pandemie. Aber du gehst Leute auch immens viel mehr für Tutorials zu machen oder für Sachen zu weisen, über Teams, wie in der Mutter kann umgehen. Und du hast schon wirklich viel Hilfe da. Madame Carré-Javet, entschuldigt, ja, wen ich gesehen? Nee, den Herr Timmich. Ich wollte kurz etwas sagen. Das ist eben das, was den Olo schon merkt, sind wir ja 3 Monate am Gang, 4 Monate knapp am Gang, mit den Starter-Kitten zu schaffen, die Idee für Computational Thinking, auch für Coding an C4 zu drohen. Und da merken wir aber schon, da ist immens viel geschieht. Am Anfang die Unsicherheit oder was soll das dort, also die Frauen, die kommen quasi nicht mehr, weil die Leute konkret etwas so viel zu probieren. Sie sehen, wie etwas lebt, sie probieren an einem Cycle, das werden wir noch nicht vergessen, auch ein Cycle, da gibt es Leute, die mega gut schon informiert sind, andere, die auch vielleicht auflehnend sind, mehr an so einem Cycle, wenn du dich kannst austauschen, das ist so ein großer Vorteil von uns, dass kannst gucken, was möchte ich da, wie möchte ich das hier, was sind dann dort Vorteile, und dann denke ich, entwickelst du dich am Cycle ein bisschen weiter, und das hat für den Lo aber schon ganz gut merkt, dass Schulmeister selber mit Ideen kommen, oder ich kriege ganz oft ein Foto oder kleinen Filmmascher geschickt, hat du mir gemäht, und ich wow, darauf war ich nicht kommen, die CN delen das dann noch direkt als Best Practice, also dass mir selber auch das gesehen, und da merkt den du so
Los lebt so eng Maschinerie un, wo Sache produziert gin, a wo wirklich eng ganz positiv Grundstimmung dort sie merken an ich mein, die hat für noch ugeschwart, du könnt auch den C1 dann C3 ab der Rentrée auch dabei an da das Menge so ein positiven Trigger den los schon ugepusht gin ass fir dat Daylight die net direkt mat schaffen, obwohl doch viel gin am C1, C2 an C3 die so Sachen ersetzen, die werden do von der Locho profitieren an die Motivation, die sie bei den anderen gesinn noch mattuellen an ihre Sikel. Also eng ganz positiv Grundhaltung du hawer überall festzustellen. Nur mal wat generell Grundhaltung geschwar, die war Definition. mir wissen net wie Schüler dummer dem gin, also wie Schüler aus der Grundschule am Funk wat Codeieren hinnen am all der bringt an Mün never vorgestalt. Ich gebe mir mengen, dass der Braschne Gefülle, weil du musst auch einst du die Inselschritt raschen. Ich mengen Molen schon für aufs Kratz, ja, und Spieler, die Barbaren. Also ich meine, dass man das mit der Formel bei Geometrie kann helfen und auch was sie schwarzen am Französischen. Das am von Genedat, was für drunter gesucht gehen ist. Also das kann in Quiz durch die Gärte benutzen, was sag ich dann noch irgendwie mir einfach klingen geht. Soweit also zu den Kompetenzen von Codeieren an Problemlesen denken, wenn wir das ganz dann ein bisschen weiterführen, dann sind wir beim Sujet, dass das ja am Anfang ein Teil von der Medienbildung ist, an das steht ja dann noch am Mediekompass. Welche Stellenwert tun das Kompetenzen aktuell für den Bildungsverlauf an Privatleben von den Kindern und von den Jungen? Wen soll ich dir echt froh gehen? Ja, vielleicht den Zentrum für politische Bildung hat sich bestimmt froh darüber gestaltet. Ja, ganz genau. Also wenn ich den Brill von der politischen Bildung gucke, das ist natürlich so, dass Medienbildung eminent ist an diesen Zeiten. So dummer zu sehen, dass die jungen Twisse von der Welt an ihrer Tasche mal rundherum drohen, an ihrem Handy, und dazu müssen einen Tri machen zwischen Fakten, aufgrund von denen dann eine qualifizierte Meinung kann kriegen und eine ordentliche Diskussion kann führen. Und auf der anderen Seite alle Vorrichten ganz falsch Nachrichten oder Verschwörungstheorien. Und das ist wichtig für am Bereich von der Medienbildung junge Leute, und Klammer auf, nicht mehr junge Leute, Klammer zu, Minuten zu bringen, wie in den Tri möchte. Besonders wenn man daran denkt, dass viele Leute 400 Junge sich informieren über soziale Medien, da wissen sie ja, dass die Realität, die auf seinem Schirm gesagt, die Realität ist, die Algorithmen engem dahin gehen. Die Menschen, die Algorithmen programmiert haben, engem auf dem Schirm weisen, an die Realität entspricht nicht der Realität draußen, die auch deutlich mehr komplex ist. Und muss ich auf den Unterschied hinweisen, erweisen, dass Algorithmen das viel gehen, was Leute wollen. Und dass sie den Tri möchten, und dadurch, dass sie Bewusstsein schafft, dass die Algorithmen da sind, dass die das machen, denke ich, das ist ein wichtiger Teil von der Medienbildung. Und Coding kann an einem ganz freien Stadium einfach dazu beitragen, dass es Bewusstsein geschafft wird, dass es die Algorithmen gehen, dass die Programme gemerkt gehen von Menschen, die wollen, dass das dabei rauskommt, und dass sie sich dem bewusst das einfach. Und in dem Sinn steht der Medienkompass auch algorithmische Muster und Strukturen in verschiedenen Kontexten erkennen, nachvollziehen und reflektieren. Und genau im Bereich von der Medienbildung kann ihn das anwenden, weil ihn die Algorithmen, mit denen ihn all der konfrontiert, das notamment auf sozialen Medien, erkennt, also das Resultat davon erkennt, reflektiert und dann sind Konklusionen daraus zieht. Also da gibt es einen klaren Blick zwischen Algorithmen, Coding und dann Medienbildung, die selbstverständlich noch weit über Coding aber rausgeht. Das heißt, die Medienbildung müsste an nächster Platz kommen. Bei Medienbildung müsste eigentlich ständig stoßen und kann ja Medienbildung auf ganz verschiedene Weise machen. Also wenn ihr so an einem Geschichtskurs ein Foto guckt von früher oder so sein Quell, das ist ja auch Medienbildung, das ist auf eine andere Zucht. Wenn ich schwätze von digitaler Medienbildung als Bewusstsein über die Präsenz von Algorithmen und über das, was sie machen, einfach wichtig. Auch wenn ihr natürlich am Fundamentalen noch am Sekundär nicht versteht, wie die Algorithmen funktionieren, das sind ja komplexe Gebilde, mit da sind sich bewusst, dass sie da sind und Konsequenzen, die ihr tut. Herr Reuter, wie ist das auf der Uni zum Beispiel, wenn ihr für so Bachelorstudenten steht? Wie geht das Sujet da abgeholt?
Also mir hunn sech proaktiv seit Joren am Bachelor en Sciences de l'Education wat an Schulmeeschte Schleierinnen Ausbildung fir Grundschule so mir proaktiv dat Thema ugänge. Wann ich so proaktiv hech dat awer och mir hunn alle 2,5 Stunden pro also am echte Joer, die man am Kader vun engen Kur de Bildung am digitalen Zeitalter hecht, wo man als Studenten sensibiliseieren, für die Existenz von also den Kompetenzen, die am Computational Thinking Bereich sind, dass sie wissen, dass das international seit den 80er Jahren sich schon auf andere Plätze auf der Welt gefördert wird und noch didaktisch umgesetzt wird. Und er auch, dass so wie die Maus, die Sonja gewiesen wird, von der er gezählt hat, dass sie so Tiere kennen. Ja, also vielleicht nicht den dort konkreten, mehr eben so auch Hands-on-Material, dass sie die nächste Kontakte der hat mir hun aber diese Welt nicht wirklich auch Platz von dann Zeit von am Curriculum für mich spezifisch mich verdevend darüber anzugehen, wenn man einfach gesagt hun so viel also Bildung am digitalen Zeitalter das geht wirklich vorbei, also von den ganzen Konsequenzen, die technologische Revolution aber als Kultur hört, aber als Zusammenleben, aber als Erliewe von euch selber etc. bis hin natürlich auch zu wie kann ich digital Medien für einer didaktisch Zwecke der Mathe also dann Sprachen ersetzen und da bleibt leider nicht ganz viel Zeit für Codieren kann an der Grundschule intensiv zu machen. Wir hun aber seit gut 10 Jahren Leute man sensibilisiert, dass das können dann könnt das dann. Und da muss man vielleicht muss man do mehr machen oder darüber vertrauen und schon aber doch relativ groß vertrauen, dass all guten die Leute, die mir nur 4 Jahre diplomieren, sowieso nicht fertig sind an sich weiterbilden werden, weil du hast dat heute dingens den Neues wie war dann 10 Jahre Neues. Du hast vielleicht interessant für das Madame Carriger du knappt eben war das an 10 Jahre. Ich meine die sieht ja am Gange mit Luxemburg Digital ganz viel Sache vorauszugesehen tut sich jemand viel gedo an den letzten 10 Jahren und das wird ja immer mehr sehr weitergehen. Ja, also du fällt man Technik an einen Kontext Ökonomie an Arbeitsfeld an. Et gëtt an der Vergangenheit goufet Statistiken, die gesot hun ich weiß nicht über 60% von unseren Arbeitsprofiler, die man haut tun, die gëttet an so viel Jahren nicht mehr oder X Job bewerten 40% von den von den Job bewertet an 20 Schuer net mi ginn. So Statistike sinn och mat physisch zu geneessen. Fett fir e bëssen terre ze bleiwen, da das ons Betrieber ganz einfach die wëlle just zu gut vun den technesche Meigketen profitéieren. A wussen mat de meeschte viele Leiit, mat denkt soliden Basiken digitale Wissen, an noch Informatikspezialisten. Mir hunn zu Lützeburg grad so gut wie überall an Europa ein drastische Mangtum und technischem Personal a länger Bereicher wie Big Data an fir Daten zu analyseieren, fehlen den am Ende an Europa eng 500.000 Leiit. Aber war den allgemeng op die nächst Jore kann soen, das Konstat, der mir ganz wichtig ist, das technisch Wissen ist nicht alles. Da wo Betrieber zunehmend automatisiert wird, dann künstliche Intelligenz angesagt wird, für Maschinen zu steuern. Da ist es wichtig, dass der Mensch lernt, wie mit artificielle Intelligenz getriebene Systeme kann koexistieren, zum Beispiel durch Qualitätskontrolle, auch für allem der Leverage. Der Mensch muss sich dazu nutzen machen, was ihm eigen ist. Das heißt, der reine menschliche Mindset an Beholen, Kreativität, Vierwärts, kritische Geist, gute Kommunikation, Empathie, das sind Werte, sogenannte Soft Skills, die neben dem technischen Wissen extrem wichtig sind und bleiben. Ja, für den Rest wird der Marché Fred und Computerspezialisten, Elektromechaniker, Softwareingenieuren
Data-Analysten, ja, da gibt es überall Statistiken mit Software-Developern, das sind so die Großkategorien, die über die nächsten Jahre Gesicht gehen. Wir kriegen hier direkt auch vorgestellt von den Personen, die uns direkt bewähren. Schon ein interessant generell froh am Funk, die ich gerne an der Runde lassen. Hier steht, dass ja flott für Codieren an der Grundschule zu machen. Aber wie kann ich das an das schon große Schulprogramm abbauen am C2 bis C4, was viel Programm umso mehr lo an Covid-Zeiten, wo wir schon haben dran sind. Was kann in denen Leute los sagen, Madame Klein zum Beispiel, für sie zu rassurieren? Ich bin nicht gefragt. Das wird mich getroffen. Ja, ich kann dazu just sagen, also seit 2010 als Medienbildung fast verankert an einem Plan d'études. Das heißt, du gehst schon sowieso die Medien an die normale Schulprogramme angebunden, an die anderen Fächer mit. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Textdokument erstellt, dann ist das ja nicht ein Fach, wohin das möchte, mir das fließt an ein Fach mit an. Und genauso ist es, wenn ich am C1, wo ich tatsächlich auch Coding mache, am Moment dann ist das nicht, dass mir dann dem Moment rechnen auf der Seite lassen oder Spruch auf der Seite lassen. Mir das bringt so viel mit, das hat all die Kompetenzen, wo ich wieder geschwärzt habe, das ist sowohl Spruch, wie das sind Mathe aus, wie das sind wie en commun aus, wie das sind all die Sachen mit abgegriffen. Zum Beispiel kann ich, also mir fällt gerade das Beispiel spontan an, wenn ich mit kann am C2 aufhängt mit Schrift, mit Lesen, dass ich aufhängt eine Geschichte zu lesen, schon am 2. Trimester, da sind die Geschichte mit Coding kann noch spielen, da sind du, anstatt der sind die Geringfelder hält, da sind du ein Weiher du hinbaut, da sind du Beam du hinbaut und das dann den Roboter verklebt als, ich weiß nicht, Wolf durch den Busch da kann gehen, aber den verschiedene Stationen stehen bleibt, dann hat ihn das angebunden an seinen normalen Unterricht, den er sowieso möchte, und hat ihn das ganz mit Coding verbunden. Du gibt ganz viel spielerisch Aussatz, die kann nutzen, wo ihn eine Panoplie von Kompetenzen fördert, ohne nur spezifisch muss eine Stunde waschen zu lassen. Du sind mal andere bei dem Spielerischen, weil definitiv dann die Hemmschwelle da für Coding oder für ein Kind, die ballen unwohl sind an das Coding. Da. Ja, das kennt mir an sich, was will die mehr, wie das kann durch das Spiel lehrt. Ich meine... Ja, ja. Ja. Ich, also von zwei Sachen fallen mir so dann an. Das eine das die Knäppchen, wo ihn drauf drückt, für so ein Computational Thinking or Coding, das wird gestoppt, das machen wir noch nicht. Ich meine, da sind wir uns irgendwie eins, der geht nicht, die Knäppchen. Ich kann ihn das nicht zurückdrehen. Ich meine, Herr Schröder hat für du noch schon gesagt, wir sind 21. Jahrhundert, rundherum uns ist alles digital, uns Steuererklärung, ich weiß was, Telefon, alles lief über die Medien auf. Da können wir nicht mehr hingehen, also nee, wir wollen das Tote nicht mehr. Also ob ihn logermisch oder nicht, das kann ich mit froh, mit die Knäppchen für zu stoppen, die geht es einfach nicht. Für die Schule bedeutet das Ähnliches. Wir können auch nicht an der Schule so machen, wie wenn man, also so, das ist provokativ, ne? Wie wenn man nach 34, 40 Jahren da sitzen, mit derselben Pädagogik, Didaktik, so rundherum uns als die Welt evoluiert. Und wir müssen auch als Schule oder als Schulmeisterin auf einen bestimmten Weg gehen, an der geht mit dem Computational Thinking da weiter. Was ich aber gleichzeitig will sagen, ist nicht exklusiv. Das ist nicht nur entweder mit Malo, Coding oder gut nicht. Oder wie soll ich das durch mein Programm abbauen? Ich gehe schon nicht fertig an meinen Klassen, so und so. Es geht darum, meine ich, für die zwei Sachen so gut wie es geht, mit denen zu verbannen. Heinz, du hast das mir sinnvoll. Heinz, du hast das auch nicht mehr sinnvoll. Er bringt dann der Klasse oder dem einzelnen Schüler wahrscheinlich mehr, wie wenn er ihn traditionell gemäht hat. Da geht es darum, das muss man wohl alle gut herausfinden, was also der goldene Mittelweg für meine Klasse, für das dort anzusetzen. Mit das klar, für zu sagen, ich setze das nicht an, und das da also nicht an meiner Welt, also ich meine, den Zug ist fort. Wenn man los schon bei euch sind, Herr Timmisch, kommt noch ein Frau von einem gewissen Herrn Anastasie ran. Wenn man über Codere schwätzen, muss man dann nicht gucken, dass er allgemein Möglichkeiten hat, Zugang zur Informatik zu haben. Das ist eine interessante Frage in dem Sinn. Also Informatik ist natürlich eine Voraussetzung, aber das ist ja auch das, was man für Druck gesucht hat. Es braucht ja nicht eine riesen informatische Infrastruktur zu haben. Wir können codieren, problemlesend denken, zu führen. Ist das richtig?
Genau, ja, das richtig. Ich meine, das Minister oder das Skript, wie auch immer, den hat ab September die Starter-Kitten ausgedeelt und alle guten Zirkel feiern, also alle Schulen kruten dat. Du hast ganz viel Material dran, also Osobotten, Knivelino und so weiter, technisches Material. Mit sind auch Handreichungen, Arbeitsblätter dran, für zu weisen, du brauchst das dort um sich nicht zu machen, also mit dem technischen, mit dem elektronischen, weil es auch unplugged. Und das geht ganz oft vergisst, dass meine Stadt schon das hat, was Sonja für Druck gewiesen wird. Du hast Papaya, Bleistift, du hast dein Körper, du kannst einfach so wie kann er sich an der Klasse beholen oder am Turnen. Du kannst du Computational Thinking ersetzen, aber das unplugged. So gut als es besser, wir rekommandieren das auch so also du als Schulmeister an du mit deiner Klasse, fangen wir vielleicht mit dem Computational Thinking an, dass du ein bisschen die Grundbegriffe hast, dass du weißt, was ist Mustererkennung, was heißt zerlegen oder abstrakt denken, was heißt ein Algorithmus machen, just ein paar Bayer mit Bleistift, dann hat er eine andere Basis. Und dann kann ich nachher an den Köster gehen, mit dem Starter-Kit, und da noch abbauen. Den System, den du dabei hast, in dem Starter-Kit, den hast du nämlich so gedurcht, fängt für dich unplugged und hol da los Technik mal dran, los da los, oder wenn du willst, lese de Papaya an der Bleistift sinn, bis dass du dich mit dem Material, was du ersetzt, holst dich Bänke auf den Ekran bewegt, und dann kannst du ganz andere Sachen mit deiner Klasse machen, wie nach ein halbes Jahr für drin. Also das ist schon so gedurcht, da den sich los an das Thema du erschaffen kann, so wie der Rhythmus von der Klasse doch viel geht. Die meisten Schulmeister und Joffren, die haben schon gemerkt, von den, ich soll ein bisschen übertrieben, von den Kanada da federt, die freuen immer mehr. Ne? Die gehen mich schnell, die ganz sehr herausfinden, wie den Holz liegt, aber wie ein Fehler so, da mal da holen. Mir das ist etwas, wo eigentlich vom Papaya geht, dann rüber auf den Schirm, das eine Evolution hat. Und an dem möchte wahrscheinlich alle Klassen mit, an dem möchte auch alle Enseignants mit. Mir nach eng andere Expertin gefrot, wat fir Stallewert Codeieren a Problemlesen danken hunn. Anzwer ass dat Leonie Dreher vun der Pädagogischer Hochschule Vorarlberg an Österreich. Zum Stellenwert ist meine Erfahrung, dass diese Themen nicht den Stellenwert haben, den sie eigentlich haben sollten. Die Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, das beobachte ich zumindest in meiner täglichen Arbeit, die kann sehr groß sein. Zum einen verschieben sich die Rollen. Das klassische Bild und die damit verbundene Zuschreibung vom starken Schüler und vom schwachen Schüler, die funktioniert nicht mehr. Es macht Kinder natürlich stark, wenn sie eigene Strategien entwickeln. Das kann helfen, ein positives Selbstkonzept in dieser doch sehr komplexen Welt zu entwickeln. Die Schüler geben sich sozusagen selbst die Rückmeldung und entwickeln sich so weiter. Kreativität wird gefördert. Kreative Prozesse finden statt, anstatt nur erlernte Fähigkeiten anzuwenden. Es geht um Ideen, nicht Werkzeuge stehen im Vordergrund. Was die Bedeutung der Themen ganz stark untermauert, ist für mich der Gender Gap, der verschwimmt. Mädchen im Grundschulalter kommen gar nicht auf die Idee, dass die Themen Coding, Robotik, informatisches Denken nichts für sie wären. Sie arbeiten intuitiv, sie arbeiten mit Begeisterung an diesen Themen und lassen sich gerne mitreißen. Mit Beginn der Pubertät wird es übrigens schon schwieriger, sie zu begeistern. Darum finde ich, sollte man schon so früh wie möglich dieses Selbstverständnis fördern, dass diese Themen spannend sind, dass sie bewältigbar sind und dass sie auch für Mädchen eine ganz tolle Sache sind. Du hast un sech dat Stochwurt op datch raus wo Gender Gap. Ich meine, wir können die Diskussion ha net feieren ohne den Gender Gap zu mentionéieren. Ich meine, du da alle 4 oder alle 5 Herr Timmisch dir bestimmt auch eng Meinung dazu. Kommt immer mal eine seieren Tour. Wie fängt du darauf heute vielleicht? Ja, gerne. Also ich hatte mir da darauf geschrieben, am Vierfeld von der Präparation, weil ich meine, wir brauchen wirklich eine Pädagogik, die inklusiv ist, die alt kann man mit auf den Weg halten. Das ist für mich auch ein von den guten Argumenten dafür zu sagen, wir sollten am C1 durchfangen. Weil am C1 stellen kann er sich noch nicht froh, was das da etwas für mich, also auch die Berufe, ja? Oder die Kompetenzen, die da haben durchstechen, was das etwas für mich, sie machen das einfach mit und dann haben sie kennengelernt, weil sonst, wie man gerade hören, nun ist das Risiko effektiv, dass mehr boven Tendenz und probiere mich vorsichtig auszudrücken, mehr boven Tendenz und ganz glitschig im Terrain.
Boven hun méi Tendenz dat doten als Appppes fir sech als Appppes bovenhaftes zu entdecken an das awer historisch Schwezschall die echt Programmeurin wat Ada Lovelace eng frei ja an noch die ganze NASA Missionen op dem Mond do waren Frauen die Kodéier tun Filme an dat das irgend van enke huet as du schief doch kommen bon, dat huet wahrscheinlich auch mat Machtstrukture patriarchale Machtstrukturen der Gesellschaften zu denen dass die Berufer die renomméiert sind die viel suen der kann verdienen dat sind die tendenziell vu Männer Gesicht gehen an de Programmeur also sech hauden ja wertvollen Job gehen an der selber schön eng interessant Perspektiv rabringen dem ich gesagt da soll die Algorithmen die Rekommandationen Märe wat man käfen beim großen A oder wat man beim großen F von Sache gesinn ja dat das vieles wo Stereotypen an Vierdeler aus dem Big Data vu Männer stemmen an dat sie bestimmt Sachen die den Digital Luxemburg bestenswissen an schon längst analysiert hun Madame Carija war das der neueste Stand aus dem Minister darüber. Wir schaffen noch do schon lang drohen, dat das Women in Digital Initiativen, die man encouragieren. Wir hunn eng Initiativ, die man lo schon 7-8 Joer encouragieren, dat das Rails Girls als ein internationales Konzept, wat mir aber auch all Joer enkeier an engem längere Seminar zu Lützeburg überholen. Das Konzept vom Girls Only Coding Classes, wo nëmmen Frauen jungmedischer Schülerinnen, Studentinnen ënner zech sinn, wenn man so du kann der Geint oder der vier se mir so ist, dat das eng Mechkeet, dass sie sich ënner zech erläis spieren, a Courage hunn fir zu experimentieren, fir Coden zu leieren, fir zu gesieber den dummer kann machen, da se Coding kann an da se die Technik kann an Design kann afleise losen, an da eng Flot App kann dummer da machen. Dann hummer ein andere Projekt, de man am List zu summen gemacht hun, dat das Gender for STEM. Gender for STEM als du gëtt ein Toolkit ausgeschafft für Enseignanten zu vermitteln, wie sie bestmöglich können die technisch Sujeten wie Science, Engineering, Mathe, wie sie Sciencefächer besser können und medischer bringen, wie sie das besser können bei Medischer können vermitteln, ohne an Bien zu fahren, für eben so man wie möglich biaiert zu enseignieren. Den Gender Gap auf dem Niveau ist bestimmt auch ein Sujet, den den Zentrum für politische Bildung befasst. Ja, ich gehe abgreifen, was der Bob Reuter gerade gesagt hat. Es sind Menschen, die die Algorithmen machen, und es sind Menschen, die entscheiden, was Computer und Honorar speizen. Und die Leute, die entscheiden, haben hier eine Perspektive. Die haben hier Wertvorstellungen. Und ein geschlossener Gender Gap bringt eine Perspektive ran, bringt auch eine Wertvorstellung ran. Und beim Brill von der politischen Bildung muss ich sich dann natürlich fragen, wo kommen die Wertvorstellungen hier? Was möchte, dass die Entscheidung so oder so getroffen wird? Und dafür, als da so ein Urlaub ist, für so ein Coding an, ich zitiere Madame, der jüdische Expertin, für die die gesagt hat, wir müssen denken wie Informatiker. Ja. Madame Reilchop. Ja, Madame Chop, merci. Wir müssen denken wie Informatiker. Ja, sicherlich. Wir müssen noch denken wie Geisteswissenschaftler. Wir müssen denken wie Ethiker. Und wir müssen, wenn wir Tools haben, für etwas zu programmieren, technische Fähigkeiten haben, musst du Hand an Hand mit froh schwingen, immer, was sind die Vorstellungen, die du mitgehen? Was für gesellschaftliche Konsequenzen hat das, was wir heute programmieren? Also, ich gebe einfach gerne ergänzen, denke ausdrücklich, dass die Sicht vom Informatiker gut, also wichtig ist, mit Sicht vom Geisteswissenschaftler durch den ethischen Brille, gesellschaftliche Brille, gerade so wichtig ist. Ich lese heute gerade, weil die was als ein Infoticker rücken, da so eine kleine Information vielleicht und Leute, die gerade nur schon auf der Website
educoding.lo, also Film den der Klasse gedreht Kinas a Praxis no illustriert, wie Umsetzen an der Schule vom Zyklus 1 bis den Zyklus 4 kann ausgesehen, also dat als Information mat op TV. Vielleicht ein klein Präzision educoding.lo, das sieht an do war so Film Drop von den op educoding.lo geht, du fand den Film den an den Klasse gedreht. Ja, das nicht, dass der Film so hecht mir. Okay. Also den auf dem konsultieren. Den auf dem Sitz, ja genau. Ganz interessant. Ich wollte noch ganz kurz mich zu Wort melden zu der Gender-Thematik. Und zwar, Entschuldigung, dass ich da kurz noch etwas zu betonen. Ich fand, dass da dann von Gender-Thematik oder Gender-Problematik, wie ich will nennen, ein Argument dafür ist, für was es schon so wichtig ist, dass ich an C1 anfange. Ganz einfach, weil du einfach Kanner sehen und du nicht irgendwelche Stereotypischen an den Kap dran sehen. Und es ganz normal ist bei mir in der Klasse, dass du ein Mädchen kodiert und ein Jungen kodiert und das Kind sich darüber froh stellt. Ich wollte das just ganz kurz abwerfen. Merci für den Input. Nummer gesinn fuderen vun de Kompetenzen zum problemlesenden Denken, ho jeno Perspektive eng pädagogisch, eng sozioökonomisch oder eng perélech Zielsetzung. Fi den Enseignement steht net d'Ausbildung vun Informatiker oder innen, ob ich der Platz méi fuderen, also vun kreativen an strukturierten Denker an Denkerinnen ab der freier Kantheet, die kapabel sinn hier Ideen auszudrücken, an dat eben so zu formulieren. Du kannst sich vorstellen, was für eine Bedeutung hat das Entwicklung für den Enseignement? Soll ich anfangen? Ja, okay. Ja, also ich wollte darum auf die Rolle vom Enseignant eigentlich zurückkommen, weil die Rolle hat sich an den letzten Jahrzehnten einfach immens verändert. Und das nicht jeder sich das bewusst. Also ich ging so behaupten einfach mal das freier Lehrperson ja vor den Enseignant war den allwissenden der Wissensvermittler der Tisch den einfach immens an all Bereich alles wusst und der kann dat man op de Weg gehen hört und das der taut ist das eigentlich so aus dass man de kann nicht wissen man op de Wege weil wissen aus euch omnipräsent sie hun wissen an ihrem Handy das überall erreichbar was sie nicht wissen wie ihr Wort geschrieben wird oder wie eine Übersetzung aus der sie dat op den Internet gucken der Tisch wissen all lang aus nicht mehr alles geht am Funk drin also seine du kann Methode Strategie zu gehen an die Strategien die ihnen an all Lebenssituationen helfen sowohl am Alldach für den zu bewältigen wie Orlo am Job wenn ich zum Beispiel guckt beim Coding hat ich wieder gesucht das wichtig das kann er sich präzis ausdrücken dass sie präzis kommunizieren das so was am Job wichtig also ich meine wenn ich mich nicht ordentlich ausdrücken da verstehen Leute nicht was ich von ihnen will genauso aus am Team gehst an mit der Selbstreflexion für zu gucken hey, wo ich Fehler gemacht ein Gesell wie wir zu Schnut denken halt tun so nicht reagiert wo war mein Fehler das verbessern das sind alles Sachen die hin am Funk durch das Problem lesen denken auch mod op die Wege gehen aber als Strategie sind die sie ja nur an ihrem Alltag können gut gebrauchen. Du morgen Input denke von der Madame Dreher aus ihrer Sicht gesehen und aus ihrer Experience auch aus Österreich immer da vielleicht den Herr Timmisch auch froh ob das froh zu reagieren, heißt man Andrea. Ein Wettrennen oder sogar ein Wettstreit zwischen Digitalisierung und Bildung sehe ich nicht und halte ich auch nicht für nötig. Vielmehr können und müssen diese Themen Hand in Hand gehen und sich ergänzen. Jeder Leitmedienwechsel, und davon sprechen wir im Moment, wir befinden uns im Leitmedienwechsel weg vom Buch, hat eine Veränderung des Lernens mit sich gebracht und das war und ist grundsätzlich eine gute Sache. Wir müssen der Situation einfach zugestehen, dass es beim Lernen nicht mehr um ein Anhäufen von unspezifischen Wissen, von unspezifischen Informationen und der subjektiven, aktiven Vernetzung mit dem Ziel, Wissen zu erlangen geht. Der Zugang zur Information kann im digitalen Zeitalter als demokratisiert betrachtet werden. Jeder, auch die Schülerinnen und Schüler, haben jederzeit jeden Zugang zu allen erdenklichen Informationen. Wir müssen lernen, also neu denken. Es geht um eine Verzahnung von Information, Kommunikation, Interaktion und Partizipation als Ziel. Wie orientiere ich mich in dieser Flut von Informationen? Wie bewerte ich sie? Wie gebe ich sie weiter? Es geht um aktives Medienhandeln. Und das selber produzieren und das Problemlösen spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Und ich meine, auch gehe ich dann rüber bei den Carlo Timmel, steht bestimmt eine Reaktion auf den Extra von der Madame Dreher von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg an Österreich.
Also den mega wichtigen Input gehen, dass so kleine stehen, den kann aber vielleicht viel und Rolle bringen. Mit weiß bisschen mit dem Leitmedienwechsel, da das eine Diskussion, die geht am Ausland, also Deutschland, Österreich, Frankreich auch, die geht schon seit der Jahre gefordert. An zum so an der Schulen, wo gefragt wird, was möchte Schulmeister nach für seinen Kinder oder was soll er machen für seinen Kinder ob Zug 4 zu bereden. Wie seid gut für beredene Schüler aus? Was braucht den, wann Lob ZM geht? Was respektive was braucht den, die vor Premier an ob die Uni geht oder von der Uni ob den Arbeitsmarkt kennt? Was braucht den? Was muss mir als Enseignant dem Matt gehen? Und das wird auch schon richtig gesagt. Okay, das Buch als Leitmedium hat zu lösen ausgedingt. An alle Informationen, die ich will, fand ich eigentlich Internet. Von daher, das klingt so ganz einfach, also war viel mehr kompliziert, weil das sind Diskussionen, die heute muss an seinem Campus feiern, dann aber Schulministerium, und das gibt wahrscheinlich eine riesige Diskussion, wo ihr Lohn nicht richtig weiß, wo das dann auch hingeht. Aber das klar auch, ein Kind das anders ausspielen, bringt nicht viel. Aber lo zu gucken, wie können wir an diesem Moment, dem Moment, wo wir los sind, mit dem Material, mit dem Wissen, mit den Formationen kontinuieren, die Leute bis lo gemäht haben, was können wir damit aufhängen, an uns kann so gut wie es geht, an Zukunft rüberbringen. Das ist ein bisschen die Herausforderung, die du hast. Aber die Diskussion von dem Leitmedienwechsel, die wird auch schon gefordert, aber sie muss noch viel mehr gefordert gehen. Sie hat aber ganz viele Reperkussionen. Herr Schröder, wollt ihr darauf reagieren, eventuell? Nee, zu dem, was Herr Thiemisch gesagt hat, nein, ich möchte so nicht just gestoßen und der Remarque von der Madame Dreher, die sagt, jeder Schüler hat Zugang zu allen Informationen. Das ist schwer so stehen zu lassen. Das ist nicht alle Schüler haben die Möglichkeit, für Internet zu haben, für all die Informationen zu kreieren. Und Digitalisierung bringt doch neue soziale Ungleichheiten mit, respektive verschärft die da sind. Das ist ein ganz guter Punkt. Und, ja. Das muss ich nicht das Fass high opmen, das ist nicht Gegenstand wahrscheinlich mehr. Wege dafür dann versucht stehen zu lassen. Merci für den Input. Da gehen wir mal rüber bei ein anderes Sujet, und zwar also Problemlesen, Denken, Codieren am C1, das ist eben das Diskussion, aber wie ist die überhaupt, sind das Konzepte, die adaptiert sind für Kinder in einem jungen Alter? Wie sieht ihr das? Madame Klein. Ich gebe natürlich so, es kann ihn nicht frei genug aufhängen. Es sind einfach, ich komme einfach mit einem Beispiel aus der Realität, aus dem C1, wie auch alle Jahre und alle Schulmeister, das dem C1 kennt, seht ihr, ob der kann so, wir gehen raus, mit denen so, wir gehen an den Schnee. Was geschieht, kann er den Molen und den Skischwung also Stiefeln und dann das Skikostüm. Das funktioniert nicht. Die kriegen nicht hin, und da stehen sie da und sie wissen sich nicht zu helfen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel aus der Realität, wird aber kann zurückgeführt gehen auf so Coding-Sachen. Das sind einfach Strategien, die der Kanner beibringt, für zu gucken, okay, ich will ob ein Ziel, mein Ziel, also ich will gerne an den Schnee spielen und ich will mich gerne unten. Wie sind die Schritt nur, Schritt für Schritt, wie diene ich mich nur in den Un, dass das klappt. Und das sind einfach so Methoden, wo man dadurch die Kanner nur bringen, wo sie einfach einen Dank-Voice kriegen, die ihn nur an ihrem realen Leben brauchen. Das brauche ich noch mehr spät, wenn ich irgendwann Konzbucht will, den Wallis packen und hört keine Ahnung, ob du warm du hast oder kalt du hast, dann hört die keinen Plan, was die soll abpacken, an die Strukturen zu hun, an so strukturiert zu denken, so Konzepte von zu hun. Wie gehen ich für? Das fängt ja an C1 immens Klang, und ich meine, du redest drin, ich will auch gerne mit Wasserfarbe holen, was brauche ich, wie fängt ich an? Das sind Konzepte, die für Klang gefördert mussten gehen an Mengen an, einfach für die Kinder her nur an ihrem späteren Leben, am Alltag, am Privatleben, am Job, ab so Weg zu gehen, wo sie alles bewältigen können. Wenn der nur Eventmanager gehen, und sie haben ein Event zu organisieren, dann mussten sie sich das auch abdelen, einfach an Klangziele, an Demolation, ihr sie da just ein riesiges Problem gesehen, wo sie sich inkompetent für drauf fühlen. Noch darauf reagieren. Ja. Sonst müssen nämlich bei anderen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Mathematik auch so, weil das können kann am 10, dann der Spielschule nicht, also machen wir das nicht. Das ist irgendwo, ja, weil er per falsch abgesödelt. Das natürlich, an dem in jungen Jahren sind kann er selber Männer fähig, das weiß nicht, so x Etüden,
dat abstrakt selber zu denken. Mit dafür hast du dann den Enseignant für die Abstraktion auch zu verbalisieren, für zu sagen, guck was du gemacht hast, dat als ähnlich wie dat du. Da sind ich effektiv als die Begleiter sind ich auch am Gange Sachen zu verbalisieren, Sachen zu benennen, zu konzeptualisieren, zu abstrahieren, die kann er vielleicht an dem Handeln selber nicht gemacht. Und das gilt doch für hier Spruch. Entwicklung, also Schriftspruchentwicklung, wie Oralspruchentwicklung. Also ich meine nicht, dass den C1 zu frei ist. Ob die Kannerlo an dem Alter die Kognitivkapazitäten hun da so eng froh, die man enger von unseren Expertinnen weitergehen hun und zwar der Job hier antwort. Die Grundlagen dazu, die können gefördert werden und werden üblicherweise sowieso gefördert. Oft wissen es die Lehrpersonen einfach nicht, dass sie sich mit gewissen Lernaufgaben in der Informatik bewegen. 2 wichtige Elemente für die jüngeren Kinder. Sie lernen, Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften zu ordnen. Das können zum Beispiel Herbstblätter sein oder Obst, das sie nach bestimmten Kriterien in eine Kiste legen. Muss man zum Beispiel das Obst schälen vor dem Essen? Ja oder nein? Ist die Frucht süß? Ja oder nein? Mag ich diese Frucht? Ja oder nein? Das binäre Denken bildet allgemein eine sehr wichtige Basis. Die andere wichtige Grundlage ist, dass Kinder Abläufe, also in Klammer Algorithmen, erkennen, die immer gleich sind, dass sie diese Abläufe in eine richtige Reihenfolge bringen und umsetzen können. Das kann zum Beispiel übers Händewaschen oder übers Schuhebinden thematisiert werden, also bei ganz alltäglichen Prozessen. Abläufe finden sich überall in unserem Alltag. Es geht darum, sie zu erkennen, in die richtige Reihenfolge zu bringen und umsetzen zu können. Es kann auch mal sein, dass ein Kind einen kleinen Roboter programmiert, einen Bebot oder ähnliches. In diesem Alter, ab 4 bis ungefähr 7, 8, bietet aber der normale Alltag mehr als genügend Lernmöglichkeiten. Ich meine, da ist jeder in der Koch und da braucht man nicht darauf anzugehen, weiter lang. Wir haben nämlich auch Margarita Romero, wir haben hier die Namlicht vorgestellt und das ist doch interessant, hier Wütze gesehen über das Sujet. Les enfants, et les très jeunes enfants, sont des machines à apprendre redoutables, sont peut-être les meilleurs apprenants qu'il y a quand on les compare à des apprenants de tout âge. Cependant, ils n'ont peut-être pas les structures et l'organisation des concepts qui sont nécessaires pour certaines opérations. Donc, il y a des aspects que nous pouvons travailler au niveau des séquences, au niveau des algorithmes, au niveau des éléments qui impliquent de la planification, qui peuvent être travaillés dès la maternelle. Mais, bien entendu, il y a d'autres aspects qui nécessitent un niveau d'abstraction un peu plus élaboré et on va attendre donc, que les élèves soient prêts pour pouvoir les travailler d'une manière un peu plus poussée. Du sind auch d'accord damit. Ja, ich meine, dass ich muss allgemein erkennen, dass ich immer muss differenzieren. Wie weit sind die Einzelkanner, die schon an einer Gruppenklasse sind. Ne? Die entwickeln sich ja nicht alle gut wie im Fließband. Da sind immer Kanner drinnen, die sind, was der Toten geht wie weit oder was der Besanisch geht wie weit oder Mann weit. Also, und gerade das, was Sonja für dann so schön beschrieben hat, wenn ich Kanner zur Summe schaffen los, und dann kriege ich auch da flott Synergien. Ne? Ja, ich wollte dazu noch sagen, dass es vor dem Fall mit Dingen Aufwand die können ein bisschen evaluieren mehr als nach Besorgefall vielleicht wir hatten kurz ugeschwert mich wollte aber ein bisschen drüber gehen immer ob als Konklusion so das kommen mir schwarze Luft von der Grundschule vom Affäre vom Codieren etc. Du brauchst ja auch Zwiebel da musst du dann auch bis an den Sekundär weiter gesponnen gehen und weiter gefordert gehen. Wie gesagt, Lodo aus, also du ginnet jo ganz klar Plan, also dat könnt. Wege sie dir, dat stehst du am Punkt, das ist Basis von der Grundschule, die hast du dann noch mehr wichtig, den du musst schaffen, das Verständnis dafür. Also, wenn ihr das, was an der Grundschule geschieht, rein zielführend gesagt, zu dem, was am Sekundär geschieht, dann ist das wo, das ist am also an der Grundschule muss eine gute Grundbasis leben, dass die Schüler dann
wann dann dat Fach solo Informatik oder wie man reden am sekundär da nennt könnt, für dass sie darüber firberedet sind, nicht, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie schlecht firberedet sind. Ich gebe aber mehr allgemein gesehen. Ja. Weil der Welt wirklich ein Kulturtechnik ist, die waren nicht die Denkweise, der weiß bis hun hilft dem auch unabhängig von der Schule, das lo von mir verlängert. Und ich meine noch, dass es durchaus am sekundär Sinn mischt, nicht just an einem Fach Informatik zu verankern, mit eben auch zu thematisieren an der Biologie, an der Geografie oder an der Physik oder an der Chemie oder an der Geschichte oder an der Kunst. Weil all die Disziplinen am Realleben, an der Wirtschaft oder an den ökonomischen Aktivitäten sind momentan beeinflusst durch die ganze Digitalisierung. Ne? Zu reagieren, ja? Ja, das gibt abgreifen, dass die Multidisziplinarität, die immens wichtig ist, ob das dann ein Thema ist, wo verschiedene Fächer behandelt wird oder an einem Fach verschiedene Elemente von verschiedenen Richtungen rauskommen, das ist dann in einer Diskussion. Mehr, wichtig ist es für die Multidisziplinarität zu haben. Ich gebe, vielleicht greift die Konklusion viel mehr. Ich denke, dass so Zeitpunkt, wo ich nicht kann abwerfen, denke. Die davon geschwärzt, dass in der Grundschule Basis gelöscht wird für vieles. Und das hören eminent wichtig, dass das umgesagt wird, dass das geschieht, was viel gestaltet ist. Ich gebe wie einfach ergänzen noch durch einer, nämlich die, dass auch das nicht binär denken sein Platz aber muss hun und dass das Binärdenken an die Unebene von all dem was man mit geschwar tun wichtig und richtig ist, aber die Vue vom nicht-binären, die Vue vom O-Feienden nicht so verlögen und dann nur alles durch ein Binärraster geguckt gehen. Können nur vielleicht mehr darüber gehen. Ich wollte just zu diesem Zeitpunkt ein Kontrollen gehalten. Madame Karija, vielleicht will dir darauf reagieren, dass den Herr Schröder gerade gesagt hat. Ja, nee, an dem Sinn, dass ich wollte, was das Sekundär angeht, und da hat die Lützeburg zusammen am Skript, ich hatte das ganz am Anfang an meiner Einleitung gesagt, über die letzten Jahre schon ganz viele Initiativen und Projekte ausgeschafft. Wir haben zum Beispiel das ist ein Flagship-Projekt, das ist Lux Tech School. Dat als eng extraskolarisch Formatioun vun 3 Meint, wo interesseiert Junker sech könne formieren an engem Sinn vun digital Leader, wo se wären 3 Meint a Modulen enseigniert gehen, die auch multidisziplinär sind, nämlich Coding, aber auch Gaming, künstliche Intelligenz, Business, Management, an herno opgefordert gehen, jiin ein Problem zu stellen, an eng Lesung dazu, an eventuell eng App oder Business Case zu elaborieren, an dadurch zu pitchen, an du mal so gut an ein Start-up-Milieu zu gehen, an vielleicht Zuen dafür zu kreieren. Dann machen wir auch nach Code Start, das von motiviert 13. Premiere Schüler wollen nach an der Vakanz während 10-14 Tage Java oder eben bis seriös Programmation wollen lernen, das auch können machen. Voilà, das sind nur 2 Beispiele, aber wir haben sind da 5-6 Jahre schon viele so Projekte am Skript gemacht. War viel am Sekundär effektiv. Es bleibt da noch ein kurz. Ja. Ja, den ja, natürlich. Das ist immer so komisch, wenn ich da drauf funke, weil ich sehe, okay, von heute auf erst. Ich weiß auch nicht, Herr Timmisch. Ich weiß auch nicht, wie ich mich soll bemerken am Hand. So ist es ganz gut. So ist es ganz gut. Ich wollte das gerade abgreifen, was Madame Karija gesagt hat. Das Ministerium hat ja manchmal, war das, 2015 ungefähr 2015, das Projekt, oder das Media-Projekt Digital for Education an die Leben gerufen. Wir ein bisschen zu weisen, hey, kommen wir als Schule, wir als Communität, gehen wir ein bisschen mehr auf den digitalen Weg, wohl wissen, dass auch schon dafür drin ein ganz Schritt von Enseignern mit digitalen Medien geschafft und ob das am Sekundär ist oder am Primär, mit das du gesucht vom Ministerium aus, kommen wir da ein bisschen mehr zentriert, gehen eine bestimmte Linie 4,
gehen noch Hölfen, dat noch finanziell Mittel, die do zur Verfügung gestellt gehen, aber für allem auch Ideen an Echangers do gefordert gehen. Dat deckt sich bisschen mit dem, was Madame Karischer gesagt hat, du hast schon ganz vieles geschieht. Und das weist auch lo, dass wir sind mit dem Coding und Computational Thinking, sind wir einen kleinen Teil von dem W, den wir schon, keine Ahnung, 10 Jahre am Gang sind zu gehen. Just wir gehen uns los verschiedene Sachen mehr bewusst. Und Zeit ist auch einfach da für darüber zu schwätzen, auf diese Sachen umzusetzen. Und das Mols auch, ich meine, Herr Schröder hat auch schon an Thron gehalten, dass die Medienbildung, das was mir am Medienkompass mal dran haben, das hat einen mega großen Stellenwert kriegt die letzte Zeit, wenn wir merken, dass nicht einfach den Tablet swipen an wischen kann, da das kein digitalen Expert. Wir haben aber vielleicht als Schule Troll oder die Funktion umzuholen, für denen kann ein bisschen Kompetenzen zu gehen, für zu sagen, okay, das ist nicht schlecht, dass du weißt, wie das funktioniert, aber was geschieht dann da an drohen? Was hast du gerade bewirkt mit dem Tweet, den du fortgeschickt hast, oder mit einem Foto, das du hochgeladen hast? Das bedeutet immens viel. Und ich meine, Schule ist ein guter Platz, für das dort dann auch zu thematisieren. Das ist auch, wie soll ich so, wir sind in der Gesellschaft hat auch schuldig, dass man das als Input gehen. Was aber nach Fleisch dabei könnt, ich soll immer Kanner, dasselbe zählt für die Enseignungen. Auch da das Medienbildung für euch selber, wir entwickeln uns auch da permanent für und das ist etwas, wo wir auch nicht können stehen bleiben. Zum Beispiel von Kanner an, ich meine, nicht vorhin heute schon ein Smartphone an der Tasche am ersten Schuljahr, ja, das bringt andere Probleme mit sich und auf dem müssen wir auch als Schule können darauf reagieren. Und ich meine, Carlo Timmisch, das was er just gesagt hat, da haben wir ja alle guten live erlebt, die letzten Wochen, wie das kann gehen. Ja. Und wie wichtig es dem nur ist, für das dann noch so zu applizieren, wie der das sagt. Bleiben uns nicht mehr so viele Minuten, aber eine kleine Viertelstunde haben wir noch. Das heißt, ich wäre froh, wenn wir könnten auf Konklusionen zu schwatzen kommen. Also wir haben 2:30 wird Kompetenzen geschwärzt, wir sind darüber gegangen, welche Stellenwert den Aufbau von diesen Kompetenzen hat. Wir haben Kapazitäten, also ob die hingewiesen, die Codieren par rapport zur Medienbildung, der Mediennutzen an der informatischen Education für die können anzuordnen. Und für aufzuschließen, gebe ich gerne einfach mal kurz frohen oder ich frohen eine kurze Wieder Konklusion zu gehen, was aus das markant, was ihr lo verhalten hat aus dieser Diskussionsraum. Du fängst ich vielleicht, aber dann mal am Kleinen an. Ja, das macht Kunst, was ich verhalten. Oder das, was ihr am wichtigsten erschenkt, was man den Leuten haut man auf den Weg gehen haben. Ich denke, ich habe noch ein bisschen viel gesehen von dem, was du noch könnt. Ich gesehen immer ganz viel, was bei mir am Cycle 8 lebt. Ich gesehen auch noch, was an den Cyclen du noch aus oder erwünscht ist oder wert kommen die nächsten Jahre. Mit das auch ganz spannend, mal zu sehen, was eigentlich so noch gemacht wird von DG Luxemburg. Das sind noch Sachen, Projekte, die ich nicht genau kann tun, wo ich nicht genau wusste, was das alles geht. Und das ist auch ganz flott für zu sehen, dass du weiter am Zupfgrund erlebt, was Herr eben gefordert wird und erwartet wird, für das mir auch eigentlich wissen, was von euch verlangt wird am Cycle 8. Und das tun ich aber voll mal auf den Weg. Da ging ich dann von ihr rüber bei Madame Karischer, weil sie sitzt vis-à-vis von ihr, und die hat sie auch mentionniert. Was für die Konklusion dann von ihrer Seite aus mit der Digital Lützeburg gehabt? Also ich für dich mal persönlich und auch natürlich für Digital Lützeburg muss ich so all Respekt für die Enseignants, für sich dem Challenge auszusetzen, an Erfahrungen zu machen, für Materie Kanner, Coding oder Computational problemlesend Denken zu fördern, an Atelier zu machen oder das anzubringen. Wir sind als Digital Lützeburg sind wir permanentem Kontakt mit ganz vielen Ministerien, Skript an Edukationsminister, an aber auch Uni, Centre de Compétence, Hochschulminister, mit Chambre de Commerce, Chambre des Métiers. Wir schaffen mit den ganzen Co-Partnern zusammen für Probleme oder Lakunen, Mangtumen oder ganz gute Ideen
oder e Wëlle vu Kooperation opzugreifen, Synergien zu schaffen an mir hunn sech kann en schon froh, wat mecht de Staatsministerium mat dit gilt, mir das eben e Bereich den ass gewus ze summe mat dats ma eben Departement fir technische Infrastrukturen, Promotion vun digitalen Technologien an ich wiederhole mech mir wollen, dass de Bierger die richtig Kenntnisse huet fir mat dem ëmzugo, wat lo op en zo könnt. Digitalkompetenzen as einfach Basis davon an dat soll weiter hier promoveiert gin an do schaffen mir mat viele Partnern zu summen an dat wollen wir da weiter machen gerne machen. Schröder war für ich lo kann da ist der Diskussion aus ihrer Vue vom Zentrum von der politischer Bildung. Also als in den nie Coding gemacht hat für Drohnen an die Lokaner hört die im Alter sind die zu machen und das für mich rausgezogen, dass sie ein ganz spielerisch ein ganz flott Entreestier kann sinn an die digitale Welt fir zu begreifen wie dat wat im Gött funktioniert, also dat wat im Gött wie Computeren digitalisiert UT funktionieren fir besser damit umzugehen, fir besser zu verstehen, was unter immer geschieht. Denn die anschaulich Sachen, die Sonja Mordbrüche tun, hun auch geholfen. Also das als mengglisch wichtig für das Junker an die Welt, in der sie leben, rankommen, an du besser eins gehen über TV. Eine andere Konklusion ist aber auch die, dass ich denke, dass die eben wie für Druck gesagt, die nicht binär Frauen und die gesellschaftlich Frauen müssen auch behandelt gehen. Und so wichtig wie das das, denke ich, so wichtig dass auch das andere ist. Was Hand an Hand muss gehen, weil die Entscheidungen holen, die programmieren und die dezidieren, was Computer machen. Sie Menschen matieren Vierstellungen, matieren Ideen. Und mir ist klar, dass das nicht das, was in einem Cycle 1, 2, 3 oder 4 kann aber auch, die hat für uns vorgestellt von einem weiterführenden Fach. Wann ein Fach wie Science Numérique, was manchmal hier so kommen, hat, am Sekundär, 7., 6., 5., als schenkt mir spätestens da aber einen Platz zu sehen, wo in den technologischen Know-how-Verständnis muss ergänzen durch ethisch frohen, gesellschaftspolitisch frohen, für das beides Hand an Hand gedurcht wird von Anfang an. Ja, von du aus gehe ich dabei den Herr Timmisch. Also was mir auf jeden Fall also gut gefallen hat, dass wir waren ziemlich schon engem Strang gezogen. Einen hat den anderen ergänzen so, da sind ein paar neue Sachen dabei kommen, was in die richtige Richtung gegangen ist. Persönlich hätte ich mir vielleicht gewünscht, die nicht so positiv zur ganzen Thematik angestellt ist. Aber das war in diesem Fall noch nicht so viel gesehen. Mir schmengen tut denen Leute, die ein bisschen mehr negativ, die nicht gerade so favorabel angestellt sind, aber gewesen, dass der besonders, ob da den sich kann anlassen, weil den auch mal muss probieren. Kann ja nicht einfach so oft so für eine echte Schule zu machen. Bisschen allerhand so besser zu lesen oder so. Wir waren dat flott gemäht an die Leute geben ein Gemacht probieren. Da können immens viel Vorurteile aufbauen. Das wäre mal wär wichtig. Das wollte ich nicht so unbedingt nach raushören. Und das Ganze braucht auch immens viel Ausdauer. Weil wenn ihr sich mal der Besetzung nie setzt, an versucht eine Lesung zu finden, okay, verschiedene Leute haben dann Tendenz für so ein ich weiß sowieso nicht, wie das da geht, da Loch, das abzudelen und da, das abstrakt zu sehen, nee, komm, schalen direkt ab. Mit Medien aber, zumal so bei Kanner, die gehen nicht so sehr ab, die probieren dann nachher an, sie gucken von der anderen Seite an, was sie streiten da vielleicht so 2 zu 3 Mal nehmen, für da eine Lesung zu kommen. Und da muss ich einfach einen gewissen Ausdauer haben, und nicht nur direkt so ein, hey, oh, ich weiß nicht, wie es geht, komm, los, jetzt sind wir mit dem Codieren. Es muss ein bisschen bleiben an sich, da muss man aktiv aussetzen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, die man von den Kannern könnte lernen. Also sich aktiv weiterhin da auseinanderzusetzen. Rob Reuter von der Uni Lützeburg, wie sieht ihr das? Ja, ich meine, das eben eng Kulturtechnik eng Denkweis vu vielen, die Schule vermittelt, dann die Kanner ein Outillage, Bagage an hier Wallis gëtt für gewisse Probleme umzugehen. Natürlich fand ich auch,
Und das vielleicht die mir negativ stimmen, die noch an der Forschung gesagt von den letzten Jahrzehnten. Es gibt ganz viel positive Erwartungen, quasi magische Erwartungen noch und den Computational Thinking und das Codieren an der Grundschule, dass dann kann er mir intelligent gehen, sie gehen mir glücklich, sie gehen mir schön und das geschieht natürlich nicht. Ne? Also der wenn sie schon nicht respektiven, das war der Simon Papert vom MIT, hat sich in den 80er Jahren noch erwähnt, dass von die doten Approach, das entdecken, das Problem lesen, das Experiment hält, an Schul durch das doten Fach nennen statt oder die doten zur Aktivität dabei, dann transformiert sich ganz Pädagogik und ganz Didaktik von der Schule. Das hat auch nicht geschieht. Ja, das geschieht alles auch nicht automatisch. Wenn man dann aber zurückfallen an so Routinen, die erst schreiben lehren, als schüss orthografisch korrekt schreiben. Das ist ungefähr, wenn ich so Computational Thinking als schüss den Code korrekt von der Tafel aufschreiben. Ja, Computational Thinking, also denken, als kreativ sind, als etwas Neues schaffen, als einen Text komposieren. Ja, wir kommen wie gesagt so los heute zum Ende und also ich hoffe, dass der Loa war wüsst wenigstens was mit Codieren gemeint ist, was für ein Grund für den Ersatz von problemlesendem Denken von C1 bis C3 schwarzen und auch wie durch Computational Thinking ermuntert sowohl wirtschaftlich wie auch persönlich Ziele können erreicht gehen. Also das war aber voll der Bitte von diesem Webinar nach am Haut den Webinar, die könnt ihr voller Integralität normal lauschen, das bei uns Radio 10,7 an der Mediathek. Natürlich auch über 2 Channels vom Skript, das dann Vimeo an YouTube. Ich gucke nach ganz sehr, ob ein lascht froher rakommen sein ganz aktuell. Nee. Das ist so eine Menge Gast. Vielmals merci für heute als Rappel. Das war dann Claudine Karija von Digital Lützeburg, Repräsentant vom Staatsministerium, den Rob Reuter von der Uni Lützeburg, der Roman Schrader vom Zentrum für politische Bildung, Sonja Klein, Lehrerin am C1, Präsidentin vom Komitee von der Grundschule Jung-Lönster. Nicht zu vergessen den Carlo Timmisch, der noch bei uns ist, eben wie gesagt, Eva Lucy vom ICN. Ich sage nicht merci für einen Input, merci, dass da die Session so lebendig gemacht hat. Ich will auch als ein Techniker merci sagen, weil ohne Idee hatte man keinen Ton, kein Bild gehabt. In dem Sinn, bonne Chance mit der Zukunft vom Sujet an WWs. Vielleicht von mir sehr an einer Kontinuität davon. Merci. Merci auch. Kommt noch gut durch den Tag. An Hai op Trenten geht et weiter mat den Norrichten vu 4 Auer an dann iwwerhëlt min Kollegin Angie Makiel bis 6 Auer wie gewinnt mam Programm. Ech alle goete nach e Schenerecht vum Daran, firmuts Merci fir no lausren an fir no kucken. Merci gleichfalls.